Wie schmecken dir die Platzerl, die dir meine Nichte zu deinem Geburtstag extra gebacken hat, hä? Was? Die sind gar nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, die sind ausgezeichnet. Das sind super Platzerl. Meine Nichte ist auch eine super Nichte, fleißig und brav, ne? Bloß ein bisschen zu fett. Ja. Wo ist denn meine Nichte fett? Hör doch auf. Sie ist zwar noch jung, das wird sich verwachsen, ne? Ich rede doch von die Platzerl. Jetzt redet sie von den Platzerl. Wenn ich von der Nichte rede, immer das Gegenteil. Aber das musst du doch zugeben, ne? Solche Platzerl. Wenn einmal der Ehemann meiner Nichte in den Mund nimmt, er kriegt sofort weihnachtliche Gefühle. Der singt im Hochsommer Stille Nacht, heilige Nacht, jammert das, ne? Kann schon sein. Was? Aber ich find's ein bisschen zäh und voller Rosinen. Hör doch auf, wo sind denn in dem Platz Rosinen drin, ne? Jetzt hör auf, ich rede doch jetzt von deiner Nichte. Jetzt redet sie wieder von der Nichte. Wenn ich von dem Platz rede, immer das Gegenteil. Das ist ja zum Haar ausreizen. Also August, wenn du ehrlich bist, dann musst du zugeben. Was? Zäh ist deine Nichte schon. Ja. Und eingebildet auf ihr hausfräuliches Können und auf ihre Schönheit. Das kann sie auch, ne? Dafür ist sie meine Nichte. Ja, die du verziehst, dass her nicht mehr geht. Was? Also wenn die mal heiratet, dann werden wir unser Kreuz haben, Warum? bis wir die aus dem Haus Die rausbringen. kommt nicht aus dem Haus. Die heiratet den Herrn Engel, unseren Pächter, vom Hotel zur Post, ne? Aha, und? Wo wollen sie dann wohnen, ha? Die Fremdenzimmer, die brauchen sie für einen Hotelbetrieb. Ja. Und das Mansardenstüberl, wo er jetzt drin ist, da kann er nicht mehr bleiben, So. wenn sich die Familie vergrößert. Aha. Und ich gehe da nicht raus aus meiner Wer sagt Wohnung, denn, dass gell? du raus musst? Wir haben doch genug Platz da oben, da bauen wir einen Stock auf. Aha, und ich lass mir dann Zeit meines Lebens von deiner Nichte am Kopf rumtrampeln, ha? Was trampeln? Wer trampelt? Nichts trampeln. Meine Nichte trampelt nicht. Wenn eine Nichte trampelt, dann ist es deine Nichte, dieser trampelt. Ne? Jetzt redet der von meiner Nichte. Du kennst es ja gar nicht. Du kennst das ja selber nicht, ne? Wie oft haben wir denn deiner Schwester schon geschrieben, sie soll deine Nichte mal herschicken, damit wir es kennenlernen, ne? Aber die hat immer andere Ausrede, mal ist krank, ne? Und dann kommt sie nicht auf die Ausrede, eine hochnäsige Nocken ist es mir nicht, das sagt der ich. Also du, aber meine Schwester schreibt, dass sie ein ganz braves Mädel sei. So. Mit einer tadellosen Figur. Woher willst denn du das wissen? Du hast das doch gar nicht gesehen. Ja, aber sie schreibt's. Das Einzige, was wir haben, ist ein Foto von ihr. Das da, ne? Da und da, jetzt sagen wir mal selber, wo hat denn die eine Figur? Wo? Wie kann man sich überhaupt so fotografieren lassen? Hä? Das hat man doch früher oft so gemacht. Ja? Dann lass mich morgen auch so fotografieren. Ja? Also du darfst das gleich weißt, gell? Ich habe jetzt meiner Schwester geschrieben, sie möchte jetzt endlich zu meinem Geburtstag, möchte sie jetzt meine Nichte die auch daher schicken. Ja. Und alle Augenblicke warte ich aufs Telegramm, wann sie kommt. So, die kommt. Ja? Mit der Figur. Hoffentlich hast du inzwischen was angezogen, ne? Okay, komm. Ja, herein. Komm daher. Weiter. Herr Silber. Frau Sedelmeier, meinen herzlichsten Glückwunsch zum Geburtstag. Ja. Alles Gute, Gesundheit und was Sie Ihnen selber wünschen und ein paar Blumen für Sie. Mein Dankeschön, Herr Engel. Ja, Sie müssen entschuldigen, Frau Sedelmeier, aber das eigentliche Geburtstagsgeschenk kommt von auswärts. Ich habe Sie heute früh schon erwartet mit der Post. Heute Nachmittag ist bestimmt dabei. Aber Herr Engel, Sie sollen sich doch nicht so in Unkosten stürzen. Lass ihn doch, kann er beim Finanzamt wieder abschreiben. Ne? Herr Engel, was ist dringend eine Tasse Kaffee mit uns hier? Ja? Also, wir haben einen ganz guten... Und schönen Platzl hat meine Nichte gebacken. Ne? Regie, bringe mal eine Tasse Engel für den Herrn Kaffee. Ja? Umgekehrt natürlich. Ne? Ja, Kaffee wäre jetzt gar nicht schlechter. wahr? Gestern ist nämlich ziemlich hoch hergegangen. Ja? Ja, der Gesangverein war doch da. So. Obsttag eingelegt. Aha, der Gesangverein. Ich werde auch so singen hören. Ja? Sind wir recht eine nette Stimme. Sie könnten mit meiner Nichte mal ein kleines Duettel singen. Ne? Seit wann kann denn deine Nichte singen? Ha? Meine Nichte kann alles, was sie nicht kann, das lerne ich ihr noch. Ne? Aha. Meine Nichte, die spielt Harmonika und Klavier.
Was tue ich mit einer Harmonika? Ne? Ich habe ein Radio und als Lautsprecher habe ich dich und das genügt. Ja? Ja. Grüß Gott, Herr Engel. Ja, das ist gut. Da sitzt die Herr. Dem Herrn Engel schmecken gleich die Platzern der Kaffee besser, wenn er nicht das Madel neben ihm sitzt. Ne? Ui. Ja, da bei uns geht's halt für. Ja, Herr Reim, ne? Schon wieder Grüß Gott beisammen. Ja. Grüß Gott, Fräulein Riesi. Ja. Frau Siedelmeier. Es ist jetzt im Postamt noch recht ruhig drüben und da habe ich einen Herrn Postvorstand gebeten, dass er mich eine halbe Stunde beurlaubt. Ich möchte doch auch einer von den Ersten sein, der Ihnen zum Geburtstag gratuliert. Liebe Frau Siedelmeier, meine allerbesten Glückwünsche zum Geburtstag. Ja. Und da die Blumen. Halt. So, Ja, jetzt. Dankeschön. Schön, halt das hier. Mein Dankeschön, Herr Haselknopf. Na, wie gefällt es Ihnen denn bei uns in der Gemeinde? Sie sind ja noch nicht lang da, gell? Ja, 2 Monate bin ich jetzt am Schalter, ja. Ja, aber der Postverstand ist recht zufrieden mit Ihnen. Er sagt, Sie wären recht aufmerksam und recht anpassungsfähig. Ja, aber man hat schon sein Kreuz. Ja. Heute ist mir wieder was Furchtbares passiert. Was denn? Verschlafen habe ich. Oh, je. Wo ich doch um 8 den Schalterraum aufsperren sollte. Siehst du, sehen Sie, Herr Hasenfuß? Haselknopf. Frau Knopf, also Herr Hasenknopf, dann müssen Sie halt heiraten und Ihre Frau weckt Sie dann schon rechtzeitig auf, ne? Also heiraten wäre schon recht. Ja. Aber bis jetzt hat sie noch keine gemeldet. Gemeldet ist gut, Herr Haselknopf. Dann müssen Sie die Verbindung schon selber aufnehmen. Und wenn Sie eine Verbindung zu einem netten Mädel haben, machen Sie Ihre schneidige Liebeserklärung. Ja. Also Liebeserklärung? Ja. Ah, das brächte ich nicht zusammen. Also ich weiß zwar alle Postleitzahlen auswendig. Ehrlich? Ja, nur die Orte dazu weiß ich nicht. Ach so. Aber Liebeserklärung, das brächte ich im Leben nicht zusammen. Ach, das lernen Sie alles noch mit der Zeit. Meinen Sie? Was ist, Herr Haselknopf? Trinken Sie eine Tasse Kaffee mit uns mit? Ja, das ist nett, Frau Sedelmeier, aber ich möchte lieber ins Postamt rüber, wo ich doch halb verschlafen habe. Ja, dann ein anderes Mal, Ja, gell? Anderes Mal, ja. Ja. Na, lass Und nochmals vielen Dank für die wunderschönen Blumen, Ja, gell? ist Ja. es, Das macht nichts, ist gern geschehen. Ja. So, Ja, Freund Risi. ja, Bitte, wiederschauen. ja, für dich. Das sind meine Blumen. Also ich gehe jetzt zu Ihnen ins Bierstübel runter und kaufe mir ein Masterl Bier, gell? Und dann gehe ich in die Apotheke und hole ein Flascherl Baldrian-Tropfen. Die wirst du dringend brauchen, wenn die Nachricht kommt, dass deine Nichte wieder nicht erscheint. Er wird erscheinen, da kannst du Gift drauflegen. Nein, ich nehme lieber ein Masterl Bier drauf. Aber Sie bleiben schon noch da ein bisschen, gell, Herr Engel? Trink meinen Kaffee noch in aller Ruhe aus. Ja. Vormittag ist im Bierstübel sowieso nicht viel los. Was ist, Resi? Hast du das Gemüse vom Gärtner aufgeholt? Ja, Tante Juli. Hast du auch einen schönen Birschenkopf rausgesucht? Ja, Tante Juli. Hast du die Blumen ins Fremdenzimmer reingetan für meine Nichte, wenn sie kommt? Ja, Tante Juli. Was ist? Ich tue die auch gleich dazu, gell? Ja. Und also heute, du bleibst da dabei und wirst dann Herrn Engel Gesellschaft leisten. Ich bin gleich wieder da, gell? Ja. Ja, Tante Juli. Ja, Fräulein Resi, jetzt lernen Sie heute noch Ihre Cousine kennen. Ja, Tante Juli. Herr Engel. Ja, freuen Sie sich schon drauf. Ja, Herr Engel. Ja, hoffentlich vertragt Sie ja gut miteinander. Ja, Herr Engel. Ja, hoffentlich ist die genauso unterhaltsam wie Sie. Ja, Herr Engel. Da kommt ihr zwei nie zum Streiten. Ja, Herr Engel. So, jetzt bin ich wieder da. Resi, räum ab, der Herr Engel ist fertig, gell? Ja. So, Entschuldigen Sie, sie ist halt ein bisschen zerstreut, gell? Aber sonst ist sie ein ganz liebes Mädel. Ja, Tante Juli.
Entschuldigung, Frau Sedelmeier, aber ich war jetzt gerade im Gedanken. Ja, aber mein August, der verzieht sich, dass er nicht mehr geht. So. Aber nur deswegen, damit er mich recht ärgern kann. Wieso? Ja, weil halt meine Schwester, meine Nichte, noch nie zu uns hergeschickt hat. Jetzt habe ich ihr aber geschrieben, sie möchte zu meinem Geburtstag endlich meine Nichte die Ada herschicken. Ich hab geschrieben, es soll ja Schaden nicht sein, ne? Ja, ich mein, da muss sie doch kommen, ne? Ja, also da muss sie kommen. Dann kann ich mit meiner Nichte mal angeben. Ja, aber demnach müsste Ihre Nichte heute noch kommen. Ja, mich wundert's ja sowieso, dass noch keine Nachricht gekommen ist, wann sie kommt, ne? Tante Juli, Ja? ein Telegramm ist gekommen. Was, ein Telegramm? Das ist von meiner Nichte. Du gehst sofort raus und machst einen Kaffee. Meine Nichte wird noch nicht Frühstück sein. Hoppla. Wo ist mein Bruin? Wo ist denn mein Bruin? Ja, Frau Sedelmeier, ringen Sie wieder ab. Setzen Sie mal her, Ja? ich lese Ihnen das Telegramm. Das sind so gut. Was schreibt's denn? Die schreibt nicht, die telegrafiert. Ja, bitteschön, ich krieg ja einen Nervenzusammenbruch. Nimm die herzlichsten Glückwünsche zu deinem Geburtstag. Persönliches Kommen leider nicht möglich. Brief voll, Gruß Ada. Um Gottes Willen, sie kommt nicht. Sie kommt. Eine Katastrophe. Mein Gott, na, wenn ich nur ein Mausloch finden darf, wo ich reinkriechen kann. Frau Sedelmeier, so arg ist doch das auch wieder nicht. Was, nicht arg? Das ist ja noch viel ärger. Mein August bringt mir jetzt saukalte Baldrian-Tropfen. Und ich bin im Stand und sauf's in einem Zug aus. Oh, die hören ja schon wieder. Da schau her, deine Nichte, die kommt nicht zu uns. Da schau meine Nichte an. Die wächst und gedeiht. Aber deine Nichte, die schämt sich ja mit ihrer Verwandtschaft. Und so weiter und so weiter. Oh, ich kann alles auswendig. Mein Gott, Frau Sedelmeier, Sie tun mir jetzt richtig leid. Ja, ich mir auch. Wissen Sie was? Was? Ich werde Ihnen helfen. Sie? Ja, eine Nichte brauchen Sie, haben Sie gesagt? Ja. Die sollen Sie haben. Ihre Nichte kommt. Aber was heißt kommt? Die ist schon da. Ich hol sie Ihnen schnell her. Was? Ja, jetzt schauen Sie nicht so. Passen Sie auf. Ja. Heute früh ist eine bekannte junge Dame von mir angekommen. Und zufälligerweise ist die Schauspielerin. Und die bitte ich eben, dass sie hier für 8 oder 14 Tage ihre Nichte spielt. Mir zuliebe macht die das ganz bestimmt. Was? Eine Schauspielerin? Pfui! Oh, Und Sie glauben, dass Sie das Mädel dazu bringen, dass die meinen August so richtig auf den Arm nimmt? Frau Sedelmeier, ein Mannsbild so richtig auf den Arm nehmen, ist doch für eine junge Frau das Schönste, was es überhaupt gibt. Ja. Jetzt passen Sie auf. Ja. Ich gehe jetzt am Bahnhof runter, Ja. schaue, wann der nächste Zug kommt und 10 Minuten später bin ich dann mit ihr da. Werden Sie sagen, das geht alles in Ordnung, ja? Ja, bringen Sie mir meine Nichte. Also ich wäre bestimmt eine gute Tante sein. Machen Sie das. Sie passen Sie auf. Das Telegramm nehme ich lieber mit, nicht, dass Sie einem Mann in die Hände fällt, gell? Ja. So, und jetzt schauen Sie wieder ein bisschen freundlicher, gell? Ja, lachen Sie ein bisschen. Denken Sie dran, Sie kriegen heute noch die reizendste Nichte. Also eigentlich ist ja das eine ganz große Gemeinheit, was ich da vorhab. Aber der hat's ja nicht besser verdient, der alte Krantelhauer, der... Was hat er gesagt? Lachen? Lachst du noch nicht? Ja, hast du die Baldrian-Tropfen? Natürlich, da, wie versprochen, gell? Ach ja. Jetzt nimm noch gleich ein paar, gell? Ich nehm schon da, so, der jetzt. Ja, jetzt, ja. So, nimm du sie. Ich? Meine Nichte kommt mit dem nächsten Zug. Na! Woher weißt denn du das? Weil er ein Telegramm geschickt hat und gerade ist der Herr Engel damit am Bahnhof und holt sie ab. Der Herr Engel? Warum holst du es denn nicht selber ab? Ja, ich kenn's doch gar nicht. Ja, aber der Herr Engel, der kennt ja noch viel weniger. Dann hättest du ihm wenigstens die Fotografie mitgegeben. Ein bisschen Ähnlichkeit muss doch noch da sein, oder? Gott, der wird sich schon nicht verfehlen. So viele junge, elegante Damen steigen in unserem Nest bestimmt nicht aus. Also das passt mir gar nicht, gell? Dass der Herr Engel die abholt, das schaut gleich so familiär aus, ne? Da meinen sie kann gleich ihre Netze auswerfen, ne? Du, meine Nichte wirft keine Netze, gell?
Und wenn schon, wenn ihr der Herr Engel gefällt, heiratet halt meine nicht den Herrn Engel. Und das Hotel bleibt auch wieder in der Familie. Das wird deiner Nichte so passen, sich hier reinzusetzen in das warme Nest. Wenn der Herr Engel eine heiratet meine Nichte. Verstanden? Du weißt doch gar nicht, ob er sie mag. Dann muss er, sonst kündige ich den Pachtvertrag von meinem Hotel. Ne? Du, ich höre immer dein Hotel. Du vergisst wohl ganz, dass ich auch 80.000 Mark in die Ehe mitgebracht habe. Was? Gell? Ah, da schau her. Möchtest du jetzt vielleicht deine Mitgift vorwerfen? Ha? Ich wirf dir nichts vor, ich möchte dich nur daran erinnern. Da brauchst du mich nicht daran erinnern. Das weiß ich noch wie heute, wie dein Vater damals mir einen Tausender nach dem anderen auf den Tisch hingeschlänzt hat, ne? Und ich werde nie in meinem Leben vergessen, mit was für einem wonnegrinsenden Gesicht du die paar braunen Lappen eingesteckt hast. Sag einmal, willst du mir vielleicht damit sagen, dass ich dich wegen deiner Mitgift geheiratet habe? Ich habe dich geheiratet, weil du meine große Liebe warst. Ja, ich hab dich doch auch geheiratet, weil du meine große Liebe warst. Ja, weil ich ohne dich nicht mehr leben hätte können. Wenn ich die nicht gekriegt hätte, wäre ich ins Wasser gegangen. Ja. Das wäre gar nicht schade gewesen, wenn du mal nass geworden wärst. 30 Jahre führen wir eine hervorragende Ehe, ne? Ja, Kunststück, weil ich, altes Seppel, immer das mache, was ich will. Ja. Jawohl, ja. Ich, Deppel, tu das, was du willst, ne? Ich möchte bloß einmal wissen, was du willst. Ja, ich möchte wissen, was du willst. Ich will. Nein, Also wir wir wollen. wollen. Wir wollen. Was wollen wir denn überhaupt? Von was was haben habt jetzt ihr mir- wir am Anfang? Aber von der Ding, von den Baldrian-Tropfen haben wir gekriegt, ne? Hm? Ja. Ja. Ja, und Von der uns- großen Liebe? Ja, von der übergroßen Ja, Liebe ja. und von meinen 80.000 Ja. Mark. Ja, und dass der Herr Engel meine Nichte heiratet. Meine Nichte heiratet der Engel. Du weißt doch gar nicht, ob sie ihn mag. Und zwingen kannst du so ein Mädel Manchmal nicht dazu. muss mein junges Mädel dazu zwingen, wenn sie zu dumm ist, dass sie das begreift. Da hast du recht. Was? Dumm ist deine Nichte wohl. Ich verbiete mir, dass du über meine Verwandtschaft so herfällst, ne? Was? Ich und herfallen? Ja. Also das darf mir nie im Leben einfallen, dass ich ausfallen wäre. Aber das musst du doch zugeben, dass deine Nichte die Gescheitheit nicht mit dem Schöpflöffel gefressen hat. Gell? Ich will dir mal was sagen, wenn jemand heiraten will, dann muss er nicht besonders gescheit sein. Das Boah. sag ich dir. Aber wir fragen die Regie selber noch ein bisschen Bescheid. fragen's, wir fragen's. Rätsel, komm mal zu mir raus. Gell? Das wird was geil. Was soll's denn sein, Onkel Komm, August? Rätsel, da sitzt dich her. Da sitzt dich her, Rätsel. Ja, Und, also Resi, du Was brauchst dir überhaupt nichts sagen lassen vom Was? Onkel. Was denn? Ich als deine Tante mein das nur gut. Mit Ja, dem ja. Rätsel, der Onkel, ich mein, viel besser mit. Ja, Onkel August. Und du verstehst mich schon, was ich meine, gell? Ja, Onkel August. Also, Rätsel, jetzt pass mal auf. Du bist ein liebes, nettes Madel, aber alleinstehend. Und ein alleinstehendes Madel ist wie ein Kirschbaum. Ne? Kirschbaum, so ein Schmarrn, die kommt doch nicht von der Baumschule. Recht komplett. Ach, so ein Chaos. Bring mir da einen dran. Also, so ein nettes, alleinstehendes Madel ist wie ein Kirschbaum ohne Zwetschgen. Jetzt hat Und der Kirschbaum schon Zwetschgen. warum? Weil du mich direkt aus dem Konzert bringst, jetzt heute mal der Pappen, ne? Ein Madel hat einfach die Pflicht, dass sie einmal eine Frau wird. Ah, das ist ja ganz schamlos übertrieben. Was denn? So und so viele junge Mädchen. Oh, halt doch du, dein Pappen, du warst nie ein junges Mann. Jetzt geh doch mal ne? Und das Schönste, der Fried und alles, der kommt einfach hervor durch ein Eheling. Ich weiß das aus Erfahrung. Ja, aber gell, du verstehst mir, was ich meine. Ne? Ja, Onkel August. Siehst du, und ich will ja nur dein Glück. Ne? Ah, den Schmarrn, die Freiheit in deiner Liebe nehmen. Höschen, ich möchte mit der Nase auf den Engel stoßen. Ne? Das machst du ja wunderbar. Was denn? So zart und gefühlvoll. Komm, hör auf und Mach lass das, dass mir du reden. besser kannst. Ich glaub schon. Bitte, bitte. Also jetzt, Ja.
jetzt Resi. Ja, ist das nicht? Sag einmal, wie gefällt dir eigentlich der Herr Engel? Ist das nicht ein lieber, netter Kerl? Herrschaft, halten Sie, du Stadt, ich wollte doch ganz was anderes sagen. Ja, also. Ist doch ein lieber und ein netter Kerl, Na ne? ja, gut, das habe ich auch gesagt. Ne? Ja, Ja, und zusammenpassend in der Größe passt sie wunderbar zusammen. Ne? ja, also Resi, du brauchst dich zu gar nichts verpflichten. Du sollst nur sagen, ob er dir gefällt Ja, oder nicht. Gell? Ja, also, Ja. wenn's mich zu nichts verpflichtet, Ja, dann... Dann, gefällt was dir, denn dann? gefällt dir. Die hat doch noch gar nichts gesagt. Was denn doch? Auf alle Fälle soll das Madel allein entscheiden. Und wenn sie einen Herrn Engel nicht mag, wie gesagt, dann heiratet meine nicht den Ach ja, Herrn Engel. deine Nichte kommt ja auch jetzt. Na Ja. gut. Na, wenn sie so ist, wie sie in den Briefen immer schreibt, kannst gleich wieder heimfahren. Gell? Ja, komm, Ja. weil wir das jetzt so schon... Oh. Oh Gott, das würde jetzt kommen. Reisi, stell die anständig hin. Bauch rein, Brust raus. Komm, tu die hinstellen, tu die massieren. Ja. Ja, so jetzt. Ja, schau mal rein. Stell die anständig auf. Kommen der Höfe, der schlägt auf der herein. So, Frau Siegelmann, oh, Fräulein Ada, entschuldige, bitte kommen Sie. Tante Juli, Ja. ich bin ja so froh, dass ich da bin. Ja, ja, muss man schon sagen. Gut schaust aus, Tante Juli. Ehrlich? Wirklich gut, ja. Also, ich habe mich dir ja viel älter vorgestellt dabei. Da habe ich noch so eine jugendliche Tante. Und du bist sicherlich meine Cousine des Reser, gell? Und du bist bestimmt der Onkel August. Also wir beide kennen uns ja nur brieflich, aber wenn ich so vor dir stehe, muss ich sagen, da kriege ich ja gleich direkt Herzklopfen. Also, ich wollte ja schon so oft zu euch kommen, gell? Ja. Aber immer ist mir was dazwischen gekommen. Aber dieses Mal habe ich es mir nicht nehmen lassen. Gell? Ja. Lieber Onkel August, liebe Cousine und liebe Tante Juli. Ja, Ada, jetzt bist du da. Also, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich mich freue, dass du endlich da bist. Ada. Ja, natürlich, aber mir wäre es lieber, wenn ihr Mausi zu mir sagt. So. Alle meine Freunde nennen mich zu Hause einfach Mausi. Ja, Mausi. Ja, das ist das Ja. Wichtigste, hätte ich ja bald vergessen. Tante Juli, zu deinem Geburtstag alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir, gell? Mei, Dankeschön, Mausi. Ja, aber eine Blume werde ich dir schon stehlen müssen. Mann, die brauche ich nämlich für den lieben, schönen, guten Onkel. Mei, was er für ein Netzblatterle hat. Da hinten, du bist, Also, die 14 Tage, wo ich jetzt da bin, da machen wir es uns so richtig gemütlich, gell? Onkel August. Ja, Mausi. Na, August, gell, jetzt sagst du nichts mehr von meiner Nichte. Nein, jetzt bin ich vernichtet. Na, August, Was? wie gefällt dir jetzt meine Nichte? Jetzt ist eine Stunde im Haus. Was soll mir da schon gefallen an ihr, ne? Aber das musst du doch zugeben, Was? dass ein bildsauberes Madel ist, gell? Ich gar nichts zu, ne? Ja, wie gewöhnt. So, jetzt bin ich schon umgezogen. Ach, jetzt weiß ich schon wieder gemütlich am Tisch. Überschrift, stilles Glück. Mausi, du wärst bestimmt eine Tasse Kaffee nehmen, oder? Ja, das war mir recht. Tante. Ja. Dankeschön. Reisi, bring eine Tasse Kaffee für die Mausi. Na,
Onkel August, du hast viel Arbeit in deinem Betrieb. Seit ich verpachtet habe, fast überhaupt keine mehr. Ne? Ach so, ja, dann was arbeitest du dann jetzt? Naja, fast überhaupt gar nichts mehr. Ne? Aha. Privatisierst du denn schon? Ja, schon fast ein bisschen, überhaupt fast gar nichts. Ne? Wie alt bist du denn? Ich? Ja. 55, ne? Was? Das hast du vor 10 Jahren schon gesagt. Ich bin eben kein Mensch, der heute so sagt und morgen so. Ne? Mausi, da ist jetzt dein Kaffee, gell? Danke schön, Rösal. Bitteschön. Ja. So, dann privatisierst Ja, du ja, schon. besser, ne? Und das in deinem Alter, wo du eigentlich noch ein Mann in den besten Jahren bist. Weniger in den besten, aber immerhin in den Jahren. Sag einmal, Onkel, wird dir das denn nicht langweilig? Ich meine, so den ganzen Tag vor dich hin zu rasten und vor dich hin zu rasten. Nein, so lange kann ich gar nicht rasen, dass ich roste. Bist vielleicht krank? Nein, krank? Nein, nicht direkt. Was man halt mal so Kleinigkeiten manchmal. Der Blutdruck ein bisschen zu weit oben. Dann ist er wieder 2 Drunten auf, hier oben, wie es halt hergeht, gell? Dann ein bisschen, manchmal ein bisschen der saure Leber. Ja, dann ein bisschen Ischgas, Kreislauf, Dienststörungen. Aber sonst bin ich recht gesund. Ja, und dann ab und zu geht dir halt auch die Galle ein bisschen über. Mei, wenn die Milz voll ist, läuft die Galle über. Und da hast du dir gedacht, verpach dich einfach. Ja. Also Mausi, glaubst du, du hast so was Erfrischendes an dir. Ja, das sagt Geil, August, ich habe mir sehr ganz anders vorgestellt. Ne? Wirklich So, ganz anders. anders? Und da muss ich eines zugeben, also Ähnlichkeit mit dem Bild sieht man fast gar nichts mehr. Ne? Das ist überhaupt keine Ähnlichkeit mehr. Ne? Das soll ich sein? Ja, freilich. Man kann sich nicht mehr erinnern, wer es da drum klingt, bis auf den Tisch. Gell? Ja, stimmt. Wir haben ja zu Hause auch so ein Bild an der Wand hängen. Ja. Es hängt ein Babybildchen an der Wand. Tante, Hä? wo hast du eigentlich die Blumen, die du zu deinem Geburtstag gekriegt hast? Die Blumen? Ja? Ah, die habe ich im Putzeimer rein und am Balkon ausgestellt. Warum fragst du? Im Putzeimer? Ja? Hast denn du keine Vasen? Ah, freilich. Sogar 2. Da schon? Ja, aber die brauche ich das ganze Jahr nicht. Nein, in der einen da habe ich einen Putzsand drin und in der anderen die Lorbeerblätter, ja, weil ich sehr oft einen Sabrum mache, gell, ja. Also, dann Ja. tust du jetzt den Putzsand und die Lorbeerblätter raus aus diesen Vasen und bringst mir die Vasen und die Blumen dazu. Was? Die Blumen, Ja, natürlich. Es wäre doch gelacht, wenn man da nicht noch ein bisschen mehr Gemütlichkeit zaubern könnte. mit den Blumen. Ja, mit den Blumen, jetzt geht's zu und hol. Ein schöner Gruß, die bringt meine ganze Wohnung Ach, diese Luft ist was Herrliches. Hallo Mausi. Hans, also ich muss sagen, du hast dir das da herin schon alles ganz gut eingefädelt. Gell? Du sei aber ein bisschen vorsichtig. Nicht, dass unser Nichtenspindel gleich auffällt. Nein, also ich werde meine Rolle so gut wie möglich spielen. Freut mich. Du, wie schaut's mit deiner Scheidung aus? Ja, also der Rechtsanwalt hat gemeint, dass... Ja? Ja, ich meine, dass mir das sehr leid tut, dass Sie schon wieder ins Geschäft müssen, Herr Engel. Ja, es muss leider sein. Sie wissen, wo der Chef nicht ist. Da ist einfach. Ja. Du Mausi, Ja. die Tante ist allein zum Einkaufen gegangen und hat gesagt, ich soll dir ein bisschen beim Auspacken helfen. Ja, das machen wir gleich miteinander. Gell? Ja, Herr Engel, und Sie sind so lieb und erkundigen sich einfach nach dem Filmprogramm und lassen Sie mich wissen, ja? Selbstverständlich. Gerne, Fräulein Ada. Und bitte entschuldigen Sie vielmals die Störung. Aber das war doch keine Störung. Ja, von mir nicht, aber... Auf Wiedersehen, die Damen. Auf Wiederschauen, Herr Engel. Na, ist doch ein netter Mann, der Herr Engel, gell? Ich weiß nicht, Mausi. Und gefällt er dir? Ich weiß nicht, Mausi. Geht's so, jetzt kennst du ihn doch schon lang genug, da wirst du ihn doch schon mal angeschaut haben, oder? Na, bis jetzt noch nicht. Ich schau ihn mir mal an, wenn er mein Mann ist. Wenn er was ist? Mein Mann? Ja, wie soll denn der Herr Engel dein Mann werden? Ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, du hast heiraten. Das
Das weiß ich auch, aber hat denn der Herr Engel gesagt, dass er die heiraten will? Na, aber der Onkel August hat gesagt, er muss. Ach so, der Onkel August hat das gesagt, ja. Und was hat der Engel dazu gesagt? Ja, ich weiß nicht, ob er schon was weiß. Aber er wird mich nachher schon holen, wenn er mich zum Heiraten braucht. Das ist eine Logik. Resal, schauen wir mal in die Augen. Ja, Mausi? Und jetzt sag ganz ehrlich, bist du in den Herrn Engel verliebt? Na, Mausi. Gott sei Dank. Na also, dann brauchst du ihn auch nicht heiraten. Ja, wirklich nicht. Oh, Mausi, du wirst mir ja immer sympathischer. Du mir, also, du wirst so ein Botschal sein. Darfst du jetzt tatsächlich vom Onkel August und ein Mannsbild verschachern lassen, das du überhaupt nicht magst? Ja, aber was hätte ich denn dagegen machen sollen? Ja, auf den Tisch hauen, Tassen, Teller zerschlagen. Ja, aber die wären ja nachher kaputt gegangen. Oh mein Gott. Wenn du einen Mann heiratst, den du nicht magst, dann wärst du kaputt gegangen. Der Herr Engel, der passt doch gar nicht zu dir. Ja, aber der Onkel August hat gesagt, in der Größe passen wir gut zusammen. Das reicht aber nicht zum Heiraten. Der Herr Engel ist nie ein Mannsbild für dich. Ja, das Gefühl habe ich schon auch. Na also. Also mir tat ja zum Beispiel der Herr Haselknopf viel besser gefallen. Ah, da schau her. Und wer ist dieser Herr Haselknopf? Bei der Post dieser. Und der kommt oft zu uns rauf, gell? Und dann schaut er mich immer an. Und ich schaue ihn dann auch immer an. Ja, und dann. Ja, und dann weiter. Ja, weiter sind wir noch nicht gekommen. Und jetzt sagst mir mal, bist du in diesen Herrn Haselknopf verliebt? Ich weiß nicht, Mausi. Aha. Wird's da heiß? Ja, im Sommer. Ich mein, wenn du so vor ihm stehst, hast du da das Bedürfnis, dass du so richtig abbusseln kannst. Abbusseln? Ja? Nein, das darf ich mir ja nie trauen. Aber gibt's so, das Busseln gehört doch zur Liebe. Ja, schon, aber ich kann doch nicht einem wildfremden Menschen mitten ins Gesicht einbusseln. Ja, warum denn nicht, wenn er dir gefällt? Ja, was darf denn der Herr Haselknopf dazu sagen? Das probierst jetzt einfach einmal und dann merkst du schon, was er sagt. Du Mausi, magst du nicht das alles, was du mir jetzt da von die Busseln und so erzählt hast, gell? Mal dem Herrn Haselknopf sagen? Ja, so gut. Ich sag's ihm. Und vieles mehr. Außerdem muss ich mir diesen Herrn Haselknopf anschauen, ob er die überhaupt mag und ob er zu dir passt. Mei, jetzt, wo du da bist, da mag er mich bestimmt nimmer. Ach, geh zur Resel. Du bist doch genauso nett. Ach, nur ausschauen tust du einfach wie eine Vogelscheuche. Also, ja, das werden wir sofort ändern. So, was? Jetzt pass auf. Du ziehst dich jetzt aus und legst dein Gewand dahin. Ich komm. Was soll ich tun? Du sollst dich ausziehen und keine Widerrede. Ich bin gleich da. Los, Marsch. Ja, das Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Umdrehen, gell? Mei, hoffentlich kommt jetzt niemand, gell? Mei. So, Resel, oh Gott. Also, Resel, bitte, da schlupf ganz schnell rein in das Kleid. Die kann man ja gar nicht anschauen. So, und morgen gehen wir sofort zum Einkaufen. Na, schauen wir, dass wir was Schönes, Fesches finden noch für dich, was da drunter passt, gell? Mei, ist das greislig. Was? Das schöne Kleid ist greislig. Ja, natürlich das, was du drunter hast, ist greislig. So, jetzt kriegst du die schöne Tierchen rum. Dann werden wir noch Schürzel umbinden. Ja. So, und jetzt schaust du schon mal ganz anders aus. Hm? Mei, Und jetzt setzt du dich da noch hin. was möchtest du noch mehr aus mir machen? Ja, das wirst du jetzt gleich sehen. So, da schau her. Erschrick aber nicht, gell? So. Oh. Also du schaust
sahst wirklich aus wie die Witwe Bolte. Mei, Merl, wie du umeinander läufst, wie deine eigene Großmutter. Hast so schöne Haare, bist so ein hübsches Dingel und versteckst es hinter so einem kreisligen Gewand und vor allen Dingen hinter so einem schirren Kopftuch. Na, das war doch gelacht, wenn man aus dieser Vogelscheuche nicht ein nettes, hübsches Mädel machen. Hm? Mei, bin ich schön. Bin ich hint auch so schön? Ja, du bist hint genauso schön. Das heißt, du bist rundrum schön. Mei, so sollte mir jetzt mal der Herr Haselknopf singen. Okay? Da darf er Augen machen, dein Haselknöpferl. Hm? Du Mausi, in dem Gewand da, gell, da bin ich gar nicht so kreislig. Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Du bist nur so verstaubt, wie so manches in diesem Haus. Ja, herein. Siehst du das so machen? Grüß Gott. Ich bringe die Post für den Herrn Sedelmeier, Ja? dass er nicht bis Mittag auf mich warten muss. Ja, ich bin nämlich der Postbote, wissen's? Okay. Ja. Das hätte jetzt gar nicht gespannt. Ja, genau. Ich hab gemeint, ist Fräulein Risi nicht da? Das Resen? Das ist er. Achso, das ist es. Ja, dann sage ich herzlich Grüß Gott. Grüß gell? Gott. Ich bin die Ada, das heißt die Mausi. Ich bin der Ulrich Haselknopf. Ja. Freut mich. Und, Ja. und da habe ich jetzt für Sie das verstaubte... Was? Entschuldigung, ich meine natürlich das frische Räserl. Was? Sie, Fräulein Risi? Ja, Sie kennt man ja gleich gar nicht mehr. Grüß Gott, Herr Haselknopf. Grüß Gott. Das freut mich aber, dass uns besuchen. Ja. Es ist zwecks der Post, ja. Darf ich Ihnen die Brief gleich geben? Ach, wissen Sie was, die geben es am besten gleich mir. Ja. Ja, und dann da die Sache, Herr Haselknopf. Jetzt setzen Sie einer da mal her. Herr Hasenfuß. Danke. Knopf, Haselknopf. Knopf, Ja. Entschuldigung, Hasenknopf natürlich. So, unser Räsel, der setzt sich jetzt daher. Na, geh zu. Trau dich nur. So. Ja. Und jetzt weiter. Ja, also ich bin, wie gesagt, die andere Nichte der Sedelmeiers und von mir brauchen Sie überhaupt nicht genieren. Sind Sie doch nicht gar so zugeknüpft. Danke, mir ist sowieso so warm. Ja. Ach, die Damen haben Husten. Ich hab da ganz ausgezeichnete Hustenbonbon dabei. So. Bitte. Danke, das ist aber nett von einer her. Bitte, Freund Risi. Dankeschön. Ja. Die sind so richtig süß, gell? Ja, süß als wäre ein Bussel, gell? Ui. Schauen Sie, wie das Räsel sich geniert. Wissen Sie, das Räsel hat nämlich noch nie jemand gebusselt. Also bei Erna, da ist das sicherlich was anderes. Sie sind bestimmt ein erfahrener und rasanter Mann in solchen Dingen. Ja, rasant. Ja, Jösses, da fällt mir ein. Ich muss noch dringend was erledigen, gell? Ich muss Sie jetzt leider einen Moment allein lassen. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus. Gell? Bin gleich wieder da. Zu, fang ruhig. Haben Sie was sagen wollen? Ich? Nein. Das heißt, neue 20er-Briefmarken sind rausgekommen. Was nicht sagen, das habe ich noch gar nicht gemerkt. Was Sie für schöne rote Lippen haben, Freund Risi. Gefallen's Erna meine Lippen? Ja. Genauso ein schönes Rot haben auch die 49er-Briefmarken. Mensch, noch so ein Gürtel. Bitte. Dankeschön. Ja. Essen Sie keins? Doch, ich bin so frei. Danke. Süß sind's. Wer ich? Na, die Gürtel, meine ich. Ach so.
Ja, aber Sie sind halt schon auch süß, Freund Risi, in dem neuen Kleid da. Da schauen Sie aus wie ein Schmuckblatt-Telegramm. So, ihr zwei, wie weit seid's denn? Hä? Bei die 49er Briefmarken. Ja, und jetzt kommen wir dann zu die 60er. Ja, das ist natürlich sehr weit von die 40er auf die 60er. Ja. Stellen Sie ihn gerade vor. Haselknopf, Uli, Haselknopf. Nein, ich meine natürlich, stellen Sie sich vor, das arme Resel muss doch jetzt tatsächlich einen Mann heiraten, den sie überhaupt nicht mag. So ganz ohne Lieb und ohne Kuss. Was, Sie, Fräulein Risi? Ja, da weiß ja gar nichts davon. Ja, dabei wollte das Resel so gern was von ihr wissen. Ja, ich habe ja doch gerade von den neuen Briefmarken erzählt. Ja, das glaube ich nicht, dass sie das wissen wollte. Naja, vielleicht erzählen Sie was anderes, zum Beispiel irgendwas über Drucksache. Drucksache. Ja, wo nehmen Sie Ihre Druckerei her? Ja, Fräulein Risi, das sind ja ganz schlimme Sachen, was ich da höre. Was machen wir denn da? Mit was? Ja, mit diesem ungeliebten Mann, den Sie nehmen sollen. Ja, was soll ich denn da machen? Ja, ich wüsste da vielleicht schon eine Möglichkeit. Das heißt, wenn Sie wollen. Was denn? Fräulein Risi, wollen Sie? Ja, Möchten Sie gerne und wie gern? Haselknopf heißen? Ach ja, Ja, dann sagen Sie doch jetzt Uli zu mir. Uli. Ja, Und jetzt? jetzt sind wir verlobt. Ja. Mein, ist das schön. Ja, jetzt kommt aber die postalische Behandlung dieser Postsendung. Also aufgepasst. Das Resel ist jetzt eine Briefmarke. Bitte abstempeln. Na, endlich! Na, was sagst du jetzt, hä? Mei, ist das schön. Naja, also, ich meine, Sie müssen jetzt schon um die Hand vom Resal anhalten beim Onkel, gell? Ja, das mache ich sofort. Dem sage ich meine Meinung. Ich meine, wenn ich eine Courage habe dazu. Ich meine, die Gelegenheit, ja. Ja, aber nachdem wir drei die Einzigen sind, die wissen, dass ihr jetzt verlobt seid, glaube ich, ist es vernünftiger, wenn Sie jetzt gehen, bevor jemand kommt, gell? Mausi, darf ich meiner Braut vielleicht noch ein Busserl geben? Ah, da schon her sind wir plötzlich auf den Geschmack gekommen. Also gut, ich stehe sozusagen schmierig. Ja. Also los. Risi. Uli. So, jetzt klangt's, jetzt schließen wir aber den Liebesschalter. Ja, hä? ist schon recht. Also für Gott. Für Gott, vierte Risi. Dankeschön, Mausi. Mei, ist das schön. Du Mausi, das ist jetzt aber schnell gegangen, gell? Schnell. Ja. Ja, ihr habt auch ein furchtbar rasantes Tempo drauf gehabt. Ich habe mir wirklich überlegt, ob ich euch nicht lieber bremsen sollte. Na, mir ist ohne Brems lieber. So, Dalla, jetzt bin ich wieder da. So. Also, da, man sieht, da sind jetzt die Blumen und da sind die Blumenvasen. Pass gell? auf, ja. Jawohl. Und, aber zusammenstellen tust du das selber. Ja, das mach Weil ich ich kann das. Ja, Resi, ja, wie schaust denn du aus? Ja, vollkommen entstaubt und entrümpelt. Naja, und das machen wir bei dir, glaube ich, auch. Hä? Also, du tatsächlich gar nicht mehr zum Kennen ist, gell? Aber schießt es. Ja, jetzt ist schon wieder gut. Jetzt gehst du in den Kirchenhaus und tust Suppenfleisch zusetzen, gell? Mei, ich bin ja so glücklich. Ich darf Suppenfleisch aufsetzen. Ja, die ist aber leicht zum Glücklichmachen, gell? Ja. Also, Tante, ich darf doch auch Tante sagen, wenn wir allein sind, oder? Na, freilich. Also, ich bin ja noch nicht lange hier, aber ich habe sofort bemerkt, was bei euch los ist.
Was ist da los? Tja, ganz einfach. Der Eintönigkeitsteufel ist los. Bitte was für ein Teufel? Bei euch geht doch alles nach Schablone. In der Früh aufstehen und streiten. Mittagessen streiten, nachmittags Kaffee trinken, streiten, Abendessen streiten, Fernsehen anschauen, streiten, ins Bett gehen und am nächsten Tag machen wir das Ganze wieder von vorne. Aber das sag ich dir, Tante, das muss jetzt anders werden, gell? Ja, wieso anders? Ja, ganz einfach. Der Onkel braucht endlich wieder Arbeit. Jawohl, der muss was tun. Und du musst ihm dabei helfen. Dann seid ihr beide auch gleich wieder zufriedener. Aha. Und was soll ich da dabei tun? Zum Beispiel dich einmal appetitlicher herrichten. Appetitlich? Ja. Für wen denn? Für mein August. Geh. Der leidet ja schon seit Jahren an chronischer Appetitlosigkeit. Ach, geh. Sag mal, Tante, hast du noch nie was vom gefährlichen Alter eines Mannes gehört? Ja, zum Beispiel ab 60. Ja, da ist er plötzlich wie ein Gaul ohne Kutscher. Da geht er durch. Hausi, du wirst doch damit nicht sagen wollen, dass mein August am Durchgehen ist. Nein, selbstverständlich nicht. Aber wer weiß, es könnte vielleicht passieren. Und ich würde an deiner Stelle lieber ein paar Vorkehrungen treffen. Ja, zum Beispiel mich ein bisschen anders anziehen. Oder, ganz wichtig, frisier dich endlich einmal. Du Mausi, was tät jetzt mir für Farbe am besten steht? Ach, Tante, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall irgendwas Frisches, was wie der Frühling ausschaut. Ein Rot oder ein Gelb. Na, da schau ich aus wie ein Kanarienvogel. Also gut, Tante, dann nimm zum Beispiel dunkelblau her. Dunkelblau, aber mit Seidenglanz. Dunkelblau Ja. mit Mausi, sowas hätte ich. Na also! Ja, aber du sag einmal, du, wenn mein August schon am Durchgehen ist, glaubst du nicht, dass das Dunkelblau mit Seidenglanz nicht schon für die Katze ist? Ganz bestimmt. Die Blume der Blume. Ich habe mir erlaubt, Ihnen deine Aufmerksamkeit zu schenken. Gell? Ich danke dir, Onkel August. Naja, weißt du, ich habe dir so Unrecht getan, dass ich jetzt wieder alles gut machen möchte und dass du recht lang bei uns bleibst. Ne? Unrecht? Wieso? Ja. Wann hast du mir Unrecht getan? Ich habe über dich und deine Familie immer losgezogen, hab dich für eine hochnäsige Nocken gehalten. Dabei bist du das Netteste und liebste Nichterl, was auf der ganzen Welt umeinander lag. Herrgott, du gefällst mir unweit. Wie wärst du mit einem kleinen Pusterl? Aber natürlich, Onkel. August! Du wirst doch nicht auch eins wollen. Sag einmal, wieso hast du dich so angezogen, ha? Ja, ich bin ein bisschen spazieren gegangen und wen treffe ich die Frau Baldauf? Ne? Die Baldaufin kommt mir entgegen. Ne? Was? Und, Die Balda? Ja. Die ja, Tanzlehrerin? die Tanzlehrerin, ja. Sag mal, seit wann redest denn du mit dieser koketten Nocken? Ich habe mit ihr nicht geredet, sie hat mich angesprochen und gesagt, Herr Schillmeicher, Sie Baldauf, der kann so jung und fest und sauer, wie Sie ausschauen, kommen Sie halt zu mir in den Tanzunterricht. Ein paar ältere Herrschaften haben sich auch schon angemeldet und so weiter. Zum Tanz. Und du hast natürlich sofort ja gesagt, Ja, ha? ich sag gar nichts, ich hab gesagt, vielleicht und warum eigentlich nicht? Ich meine, die alten Tanzer, die habe ich ja alle verlernt, aber also interessieren mich die Neuen, so der Mucki Fucki, ne? Und dann, oder der Rock'n'Roll. Rock'n'Roll, aha. Weißt du, was du brauchst? Was denn? Einen Rockzipfel und einen Rollstuhl. Ach, du spielst doch. Mausi, schau dir den alten Droschkengaul an. Der geht durch. Was hast du gesagt? Dunkelblau? Mit Seidenglanz. Jawohl, mit Seidenglanz.
Was denn? Was spinnst denn? Die ist bloß sauer, weil ich so gut ausschaue. Ja, im Gegenteil, die ist stolz auf dich. Ja. Sonst hätte sie ja gar keine Freude an dir. Seit wann hat denn die eine Freude an mir, ha? Aber Onkel, Was? hast du noch nie was von diesem gefährlichen Alter einer Frau gehört? So, was? Ja, da mag die keinen alten Dattel zu Hause. Nee, Ja, da muss der schon resch und fesch ausschauen. Sonst nimmt sie sich vielleicht noch einen jugendlichen Liebhaber. Mein Alter! Was ist das denn mit dem? Jetzt pass mal, jetzt sitzt du mal da her, jetzt will ich dir mal eine Geschichte erzählen. also dann bitte, fang an. Ich kenne eine Frau, Ja. die ist 20 Jahre verheiratet Ja. gewesen. Naja, so am Anfang ihrer Ehe hat ihr der Mann immer so nette Aufmerksamkeiten mitgebracht. So? Zum Beispiel Ja. Marzipan Marzipan, oder Kirschen. Kirschen, Ja, zum Beispiel. Und auf einmal gar nichts mehr. Nichts mehr. Naja, dann hat sich eben die Frau einen anderen gesucht, So. der ihr diese Aufmerksamkeit mitgebracht hat. ein Marzipan, Ein Marzipan, Kirschen, Kirschen. Und was glaubst du, was die beiden dann gemacht haben? fressen haben sie es. Wahrscheinlich. Aber Ja. die Frau hat sich scheiden lassen und hat den anderen geheiratet. Und ein Jahr später haben sie sogar Zwilling gekriegt. Von Marzipan. Ich meine, von dem anderen. Tja, naja, Nein. aber wenn ich mir das so überlege, gell, da hat es ja bei der Tante überhaupt keine Gefahr. Nein, das kann bei der Tante nie passieren. Eben. Mit wem kommt denn auch die Tante schon zusammen? Eben. Mit wem schon? Zum Beispiel mit dem Herrn Engel. Herrn Engel, ja. Mit dem Herrn Engel. Bitte. Oder mit dem Herrn Haselknopf. Ja, der Postklan. Ne? Ja. Aber bei den beiden hat es ja überhaupt keine Gefahr. Nein, nein. Überhaupt nicht. Naja, obwohl, gell, so eine vernachlässigte Frau, tja, die kommt auf die eigenartigsten Gedanken. Die ist ja imstand und setzt ihrem Mann ein Geweih auf und der merkt's nicht einmal. Mit Marzipan. Ach, jetzt fällt mir ein. Was? Was hast du eigentlich der Tante zum Geburtstag gekauft? Was soll ich ihr denn kaufen? Die hat ja alles. Was? Die hat ja mich, ne? Also, du bist ein schöner Stoffel. Warum das? Ja, also eine Kleinigkeit zum Beispiel. Jetzt schau her. Diese netten Blumen, die ich von dir gekriegt habe, Ja. die kann ich nicht einmal in eine Vase stellen, Was? weil keine Vase mehr im Wir Haus haben ist. eine Vase. Ja, so große haben wir bloß. So klein. Soll ich hier so eine kleine Vase kaufen? Zum Beispiel. Gut, die kosten nicht viel. Das ist ein kleines Wasser, ne? Ja. Schau, denk immer dran, auch mit Kleinigkeiten kann man einer Frau Freude bereiten. Ja, gut. Ja, herein. Ja. Was? Herr Sedelmeier. Herr Engel. So, jetzt ist das Geburtstagsgeschenk für die Frau doch noch gekommen. Na also. Wo ist sie denn? Ja, die war gerade da, die kann nicht weit sein, die wird gleich wieder kommen, ne? Was kriegt sie denn? Hoffentlich keine Vase, die kriegt sie nicht mehr von mir. Nein, das ist etwas, was sich Ihre Frau schon sehr lange wünscht, So? was aber bei uns heraus nicht bekommt. Aha. Marzipan. Marzipan? Wo haben Sie denn die Kirschen? Wieso Kirschen? Also, Herr Engel, jetzt geben Sie mir am besten das Backerli, bringst der Frau Sedelmeier in die Küche aus. Da wird sie sich sicherlich freuen und die Blumen bringe ich auch gleich mit. Danke. Gell, Herr Engel? Onkel, Marzipan. Herr Engel, Sie verwöhnen meine Frau. Ja, aber leider kann ich nicht so, wie ich gerne möchte. Was? Schauen Sie, Ihre Frau ist doch immer so besorgt um mich. Ja. Sie ist direkt die Seele vom Haus. Sozusagen die alles erwärmende Märzensonne. Aha, da möchten Sie sich also sozusagen bei ihr ein bisschen einmerzipanieren, ha? Was? Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Macht nichts, aber muss wieder runter ins Geschäft. So. Braumeister hat doch heute sein Braujubiläum. Aha. Ja, die 4. Flasche Cognac macht schon die Runde. So. Wir sind alle schon ganz dumm im Ja, Kopf. ich habe zwar noch nichts getrunken, aber ich bin auch
Wollen Sie da ein bisschen Platz nehmen, Herr? Ja, aber nur ganz kurz, ich habe nicht lange Zeit. Gell? Sagen Sie mal, wie gefällt Ihnen die meine Nichte? Ha? Ihre Nichte? Ja, ganz gut, wieso? Ja, naja, ich mein, Sie sind jetzt in dem Alter, wo man mal heiraten sollte. Haben Sie da noch nie dran gedacht? Ha? Ich glaube, vom Drandenken allein hat man nicht viel. Ja, ja. Nein, ich bin da mehr für was Greifbares. Das Greifbare. Ein nettes, tüchtiges Weiberl, Aha. eine, die zu mir passt und Ja. zu meinem Geschäft. Naja, das wäre schon was. Ich hätte schon was Greifbares für Sie, die Rese, ne? Ja, meinen Segen haben Sie sofort, ne? Also, und gleich nach dem alten Sprichwort, und aufs Brot die frische Rese. Ja, Was für Resi? ja meine Nichte, eine Perle. Perle? Ja, und meine Alte kriegen so eine Schwiegermutter mit, dann haben Sie die Perlmutter auch gleich dabei. Herr Sedelmeier, ich glaube nicht, dass die Rese das Richtige ist für mich. Nein? Nein, ich bräuchte da schon mal eine reifere Frau, So. eine erfahrene Frau. Und Aha. so eine habe ich auch schon im Auge. Was haben Sie im Auge? Eine reifere Frau? Eine überfahrene? Ich meine, eine erfahrene? Ja, diese Frau ist schon seit langem mein Traum und wenn ich die nicht kriege, andere mag ich gar nicht. So, und warum heiraten Sie sie dann nicht? Ja. Ja, mein Gott, weil sie noch nicht frei ist. Aha, sie ist sozusagen noch besetzt. Ja, sie ist noch verheiratet. Aha, das- Na, aber innerlich hat sie sich von ihrem Mann schon ganz losgesagt. So? Ja, jetzt kommen nur noch die üblichen Scheidungsformalitäten. Ja. Dann gehört sie mir. Danke, ja, danke. Ich brauche ja einen Cognac. Cognac, ja. Was ist los, Herr Sedelmeier? Ist Ihnen nicht gut? Ha? Ja, ein bisschen schwindelig. Kein Wunder, bei so viel Schwindel. Ne? Ah, ja. Ja, Haben Sie einen zu hohen Blutdruck? Ja? ja, so, aha. Ah, mich drückt ganz was anderes. So. Und wer ist denn dann die Frau, die Frau, die ihre Träume hat? Ja, das würde ich Ihnen jetzt noch nicht gern sagen. Aber Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich auch einen Cognac mittrinke. Na, wenn wir schon alles teilen, warum ich darf den Cognac? Heute bin ich schon mehr auf den Geschmack gekommen. Ja, also, Sie können mir also nicht sagen, wer die Frau ihrer Träume ist, ha? Nein, weil ich mir gut vorstellen kann, Ja. dass Ihnen mein Traum vielleicht auch ein bisschen nahestehend ist. Na, ist gut, Ja, aber wenn es soweit ist, sind Sie der Erste, der es erfährt. Was? Und sind Sie mal da nicht böse, Herr Sedelmeier, ich hab's Ihnen ja bloß gut gemeint. Na, gut, man hat es gut. Also, ich danke Ihnen schön für Ihr Wohlwollen, ne? Na, bitte, gern geschehen. Also, Herr Sedelmeier, Ja. trinken wir auf alles, was wir lieben. Da soll ich mit Ihnen noch drauf trinken. Ja, natürlich. Meinen Sie nicht, dass das ein bisschen originell ist, dass ich auf sowas mit Ihnen noch trinke? Ha? Wenn Sie meinen, finde ich's originell. Ja, Prost. Ja, Prost. Sie sagen schon mal, haben Sie da gar keine Gewissensbisse, wenn Sie dem Mann einfach so die Frau wegrauben? Ha? Was? Ganz im Gegenteil. Der verdient's doch gar nicht anders, der alte Hans Dampfer. Hans Dampf, jetzt glaubt's mir auch schon langsam. Sie haben, Sie haben ein Geheimnis mit meiner Frau, ne? Was? Herr Sedelmeier, ja, um Gott, wie sind Sie jetzt da so schnell dahinter gekommen? Weil so viel haben wir da noch gar nicht getrunken, dass ich irgendwas verraten Wir hätte. haben schon zu viel verraten, ne? Aber wer A sagt, der muss auch B sagen, ne? Na, Was für B? B, Prost, ne? Prost B. Ja, Inge, Sie sind verliebt, ne? Ha? Was? Nein, Herr Sedelmeier, ich liebe. Ja, das ist ein kleiner Unterschied. Ja, das ist ja. Ja, verliebt ist man schnell einmal. Ja. Aber lieben tut man nur die Frau, die man auch heiratet. Aber die ist doch schon verheiratet. Ja, das macht doch nichts, sie lässt sich doch scheiden. Ja? Und nächstes Jahr kriegt sie Zwillinge. Hoffentlich, Herr Siedelmeier. Und Sie sind dann der Taufpate. Da ist das ein frecher Kerl, ein frecher. Und sind Sie mir halt nicht böse, Herr Siedelmeier, wenn Sie mal dahinter kommen, dass ich Sie ein kleines bisschen betrogen habe. Boah, ein kleines bisschen ist gut gesagt. Ja, ja.
Nur ein ganz kleines bisschen. Sie sind ja selber schuld bei Ihrer Veranlagung. Wir bin ich dem veranlagt, ja. Ihre Frau war heute das ewige Schimpfen und Nörgeln satt. Ja, Und darum ist sie gleich auf meinen Vorschlag eingegangen. Ja, also, sie kann nichts dafür. Ich bin der Verführer. Ja, gut, ja. Engel, darüber werden wir uns zwei extra unterhalten, aber auch. Ohne Cognac. Sehr richtig, Herr Silmer. Ganz ohne Cognac. Aber jetzt sowieso schon ein bisschen zu viel. Macht doch nichts. Dafür habe ich Sie wenigstens schon ein bisschen vorbereitet. Jawohl, das haben Sie. Sie haben mich vorbereitet. Und wie? Und wie Sie mich vorbereitet haben. Ja. Was haben Sie schon wieder der Blutdruck? Ja, mit Druck ganz was anderes, aber jetzt wird es Zeit, dass Sie mich allein lassen, weil jetzt sehe ich rot wie ein Stier, der seinen Ding sucht, sein Drücker, Dero, ne? Muss sowieso wieder runter. Also sind Sie mir nicht böse, Herr Siedelmeier. Schauen Sie, was tut man nicht alles einer unverstandenen Frau zuliebe? Betrügt man sogar seinen besten Freund. Also für gute Siedelmeier. Aber ehrlich, Hat in die Welt sowas? Der hat ein Verhältnis mit meiner Frau. Ja, warum habe ich den nicht gleich erschlagen? Moin erschlagen. Moin. Na halt noch erschlagen. In einer Stunde ist Beerdigung. Ja. Grüß Gott, Herr Siedelmeier. Ich sollte es da abgeben. Ja, was ist denn das? Vielleicht eine Brautausstattung. Brautausstattung, haben wir eine Braut im Haus, ja? Ja, seit heute. So, Ja. so ist recht, der weiß es auch. Es pfeifen bereits die Dächer von den Spatzen her. Was wissen Sie, Herr Dings, Ihr Postlerdienst? Ich weiß gar nichts, Herr Siedelmeier, gar Ich kann nichts. nicht. Also dann sitzen Sie einmal da nieder, Sie gar nichts wissen. Ne? Und trinken Sie bei mir einmal einen Cognac. Ne? Aber Herr Siedelmeier, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Alkohol getrunken. Ja, dann wird es höchste Zeit. Wo ist der scharf? Und gleich noch einen drauf. Zum Abgewöhnen, der Alkohol, der löst die Zunge. Ne? Der macht den verschlossensten, macht er auf. Ne? Sie sind also verschlossen. Aber ich werde sie öffnen. Ich bin sozusagen Ihr seelischer Stopselzieher. Prost, Herr Stopselzieher. Aber Sie haben recht, Herr Siedelmeier. Was? Der Alkohol wirkt Wunder. Ich fühle mich schon viel freier und viel couragierter. Und ja, das auch. Das ist ja auf den Geschmack gekommen. Ne? Trinkt man noch gleich. Jawohl, trinken wir auf das Wohl, wenn er nicht geht. Ne? Jawohl, auf das Wohl des Jawohl. Fräulein Mausi. Ja, Sie ist also eine nette und gescheite Frau. So, haben Sie das auch schon gespannt, ja. Das habe ich sofort gespannt. Hat sie eine Schneespanne, oder Ja. so. Und sie hat auch gleich gemerkt, was da herin in der Luft geschwebet ist. Geschwebet, was ist denn da runter? Was ist denn da geschwebet in der Luft? Ha? Die Liebe, Herr Seelmeier, Die Liebe. die leidenschaftliche Ja, Liebe. da ist recht. Ja, erzählen Sie mir weiter. Ne? Oh, ich hoffe noch. Oder noch? Aber mehr brauchen wir jetzt nicht mehr erzählen, Ja, gell? doch. Auf wem sein Wohl trinkt man das nächste Auf Jahr? meine Frau. Jawohl. Jawohl. Auf das Wohl der Frau Sedelmeier. Jawohl. Der liebsten und nettesten Frau der Welt. Da schau her. Sie soll leben hoch, hoch, hoch. Bleib hocken, wir sind nicht am Fußballplatz. Aber Ja. Sie werden Augen machen, Ich mach auch. wenn Sie es erfahren, Herr Sedelmeier. Ja, ich hab schon genug erfahren. Ne? Aber ich weiß auch, Was weiß? dass sich zwei liebende Herzen unser heißen Küssen gefunden haben. Wo haben Sie die gefunden? Unterm Heizkissen.
Aber ich weiß auch, dass Sie dagegen sind, Herr Sedelmeier. Sie sind bekannt als Querulant. Ja, schön. Und wie Sie Ihre Frau schikanieren, Ich? das brächte ich im Leben nicht fertig. Ich werde sie auf Händen tragen. Ja. Meine Frau? Nein, meine Frau, mir gehört sie. Das gehört zu ihm. Der hat auch ein Verhältnis mit meiner Mutter. Jetzt kommt die Courage. Was? Und der Alkohol hat meinen Schalter des Herzens geöffnet. Ja, Und mir gezeigt, ja, dass meine Liebe wie ein versiegelter Wertbrief ist. da ist er her. Dagegen sind Sie ja nur ein unfrankiertes Mahnschreiben vom Finanzamt. Ja. Aber Herr Sedelmeier, ich kämpfe! Ja. Ich kämpfe! Ja, kämpfen. Für Gott, Herr Stopselzieher! Ja, was haben wir meiner Welt? Ja, der direkte Aktiengesellschaft. Jetzt weiß ich nicht mehr, bin ich besoffen oder die anderen. Aber ich werde. Wer A sagt, der muss auch B sagen. Ich werde mal schauen, wo das A ist. Das B wird das B. Ja, da ist ja gar niemand daheim. Ja, scheinbar sind alle ausgeflogen. Ein Cognac. Ein Cognac. Die probiere ich doch. Wenn ich schon warten muss. Ne? Der ist gut, der Cognac. Der ist bestimmt nicht aus meinem Kakao. Aus meinem Kaufhaus. Grüß Gott zusammen. Ich komm vom Von K&K Infanterie. vom Kaufhaus, Bebiet. Na, danke, wir brauchen keine Hähne. Vom Kaufhaus, Biesinger. Ah, okay, Ja, ich bin der Besitzer. so. Und was wünschen Sie? Ich habe was für Ihre Frau. Für meine Frau, für wieder einer. Das ist ein Was? Brauchst nicht bremsen, ich stehe gut. Das ist ein Präsent. Schon wieder ein Präsent. Meine Alte muss Überstunden machen. Wo? Nein. Ich brauche doch nicht Beine da herinnen, ne? Wo ist denn Ihre Frau? Dann bringe ich dir gleich. Mein Herr, Sie brauchen nicht weinen, nicht tun nicht. Huber heißt sie. So, also passen Sie auf, Herr Huber. Ich muss AA. Ja, gut. Wenn Sie heimgehen, zweite Tür links. Ich muss AA was sagen. Für 25 Mark krieg ich. Für was kriegst du noch? Das ist eine Popo. Was ist das, ein Popo? Nein, Porzellanvasen gewesen. So, Die hat ihre Nichte bestellt für ihre Frau zum Was da wieder ist. Oh Gottes Willen. Ja. Onkel, mit der gut Ja. Ja, gut, gar nicht mehr zum Kennen. Was habt ihr? Onkel. Du hast keinen Onkel nicht gesehen? Geht's dir nicht gut? Komm. Brauchst du einen Cognac? Nein, ein Eisbader. Ja, wem gehört denn das? Da, deiner Tante. Was? Außen hui und innen pfui. Ne? Hui.
fertig, hä? Jetzt glaube ich auch noch an die Zwillinge. Wo nur mein August bleibt. Gestern ist er mit einem Mordsrausch ins Bett. Ohne ein Wort zu sagen, ist er heute in der Früh aufgestanden. Ohne Frühstück ist er fort. Nicht einmal zum Mittagessen ist er heimgekommen. Mein Gott, es wird ihm doch nichts passiert sein. Aber geh, Tante, der wird höchstens seinen Kater spazieren führen. Du wirst sehen, wenn er Hunger hat, kommt er schon wieder. Ja, hoffentlich. Sonst hätte er mich gar nicht so schön anziehen brauchen. Ach, am gescheitesten ist, ich zieh mich wieder um. Nein, du bleibst so, wie du bist. Der soll sich nur dran gewöhnen, dass er ein fesches Frauerl daheim hat. Wie kann er sich denn da dran gewöhnen, wenn er überhaupt nicht daheim ist? Ha? Tante Juli, der Brief ist gerade für die abgegeben worden. Was für mich? Ein Brief? Dr. Bauer, Rechtsanwalt. Was will ein Rechtsanwalt von mir? Mach auf und lies und dann weißt du es bestimmt. Ich hab doch gar nichts angestellt. Um Gottes Willen! Mein August lässt sich scheiden. Was? Ja, Das gibt's doch gar nicht. da lies bitte. Sehr geehrte Frau Sedelmeier, Ihr Mann hat mich beauftragt, seine Ehescheidung einzuleiten. Termin wird Ihnen bekannt gegeben. Mit freundlichen Grüßen, Bauer. Oh, das ist jetzt mein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Also, Tante, irgendwas kann da nicht stimmen. So, du sagst mir jetzt die Adresse von diesem Dr. Bauer, wo der ist, und dann gehe ich hin und rede mit ihm. Ja. Du, am Marktplatz wohnt er. Geh hin und red mit ihm und sag, ich hab doch gar nichts Unrechtes getan. Nur an der Sotzung haben wir. Bleib ganz ruhig, reg dich nicht auf, ich kläre das schon. Bin gleich wieder da, gell, Tante? 30 Jahre sind wir jetzt verheiratet und 30 Jahre hab ich ihn gern gehabt. Ich hätte noch 30 Jahre gern. Ja, haben so gut gelebt miteinander. Ja, und jetzt lasst sie der Onkel scheiden, gell? Der soll sich nur scheiden lassen. Aber ich lass mich nicht scheiden. Wenn der glaubt, dass der mit diesem Tanzbodenflitscherl umeinander da kommt, dann täuscht er sich aber. Dieser alte Rock'n'Roller, der da. Ja, Onkel, wo willst du mit dem Koffer hin? Lass mich scheiden, ich zieh aus und du ziehst mit, pack das Sack zusammen. Was? Ich soll auch fort? Jawohl, das Haus gehört deiner Tante, da haben wir beide nichts mehr verloren. Gerade jetzt soll ich fort, wo doch der Herr Haselknopf... Ja, der Hasenknopf, der saust auch mit meiner Alten rum. Was tut der? Mit deiner Tante hat er verbrecherische Beziehungen. Aber ich hab glaubt, er hat nur mich gern. Und hat er sich halt für Antiquitäten entschieden. Ne? Diese Weiber, ha? 2 Männer muss mein Alter neben mir noch haben. Der wie ein Sultan. Diese Sultanine, die. Aber soll mal einer kommen von denen jetzt vorne, dann können sie was da leben. Dann mach ich so einen Kopf. Ja, herein. Dann mach ich so einen Kopfkürzer. Grüß Gott, Herr Sedelmeier. Oh. Was, die trauen Ihnen noch zu mir, ha? Jawohl, Herr Sedelmeier. Der Alkohol hat mir gestern so viel Schneid gemacht, dass ich mir gesagt habe, ich gehe jetzt ganz offen zum Herrn Sedelmeier hin und bitte um Ihre Hand. Oh. Glauben Sie, dass es eine Frechheit ist, dass Sie auch noch um die Hand bei mir anhalten, ha? Jetzt, Herr Sedelmeier, seien Sie mir doch nicht böse. Ich kann ohne der Resi nicht mehr leben. Ohne der Resi? Na freilich. Ich hab's Ihnen doch gestern schon gesagt, Ja? dass wir uns heimlich verliebt haben, unter heißen Küssen gefunden. Was, Sie haben die Resi geküsst? Ja, und es war so schön. Ha? Ich hab doch noch nie ein Mädel anbusselt. Herr Sedelmeier, Ja. geben Sie mir heute die Resi, bitteschön. Und meine Frau? Ja, Ihre Frau wird sicherlich nichts dagegen haben. Sie war immer schon
eine mütterliche Freundin zu Nur mir. eine mütterliche? Nur, Herr Sedlmayr. So? Ja. Wie heißen denn Sie mit dem Vornamen? Ulrich, aber Sie dürfen Uli zu mir sagen. Na gut, Sie können meine Nichte, die Resi, haben. Oh, Dankeschön, Herr Sedlmayr. Aber eins müssen Sie mir versprechen. Ja, Keinen Cognac mehr. aber bestimmt nicht mehr. Keinen Tropfen. Gott sei Dank, dann kann ich meinen Cognac selber saufen. Schau mal, wo die Resi ist, ne? Ja. Bin gleich wieder da. Ist schon recht. Also er nickt, aber der andere. Jetzt kommt dann meine Braut. Wie sich das anhört. Und ich bin der Bräutigam. Nein! Das ist eine Überraschung drin für dich, gell, das schon? Für mich gibt's keine Überraschung mehr. Ui, Resi, grüß dich Gott, du Geschenk meines einsamen Herzens. Komm her und lass dir dein süßes Goscherl wieder frankieren. Da, Strafbar, du könnt's haben. Sie Donjoren, Sie Frauenverführer, Sie Schützenjäger, Sie. Aber Resi, aber was sagst du da? Ich bin doch kein Frauenführer, kein Schürzenverjäger. Ja, Resi. Ja, der Onkel hat mir alles eingestanden. Und ich bin froh, dass er es mir gesagt hat. Sie Antiquitätensammler, Sie. Was? Ja, jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Resi, ja, Fräulein Resi. Haben's keinen Cognac? Nein, ich brauche jetzt einen Herrn Sedlmayr. Herr Sedlmayr! Waren doch die Mannsbrüder schlecht. Aber die Weiber sind ja um keinen besser. Im Gegenteil, schlechter sind's, voll schlechter. Oh, sag einmal, ist jetzt der Onkel schon fort? Ja, da bist ja du Giftschlange, du. Was? Ja, hast mir meinen Bräutigam verführt, du antiaquarische Reliquie, du. Ja, kannst du schon haben. Und ich geh mit dem Onkel und reige mir nimmer in dieses Haus, in diese Lasterhöhle. Und das eine sag ich dir auch noch, du. Was sag einmal, spinnt denn die? Das ist jetzt mein nachträgliches Geburtstagsgeschenk und das lassen wir auch nicht fallen von dir, gell? Ich mag nimmer. Also sowas. Also, von Tante, dir. es stimmt tatsächlich, der Onkel will sich scheiden lassen. Was ist denn jetzt wieder los? Habt's gestritten, ha? Nein. Aber die Resi, die spinnt jetzt anscheinend. Die Resi? Ja, du, angeschrien hat die mich wie ein Marktweib. Die Resi? Jawohl, die Resi. Eine Lasterhöhle hat sie mich geheißen. Mein Gott, Aber Tante, also irgendwas stimmt hier nicht. In diesem Haus ist der Wurm drin. Tante, bleib heute da. Also, da kann ich jetzt nichts dafür, Herr Postler. Da muss ich vielleicht ein bisschen zu viel Cognac erwischt haben und habe einen Fehler reingebracht. Ja. Jetzt bleiben Sie mal da, dann suche ich die Resi, gell? Herr Sedlmayr, einen Schürzenführer hat's mich geheißen. Was? Ja, einen Frauenverjäger. Na, hör auf. Ich weiß ja da gar nicht, wie sowas geht. Das glaube ich dir aufs Wort. Jetzt bleiben Sie mal da, ich komme gleich wieder rein. Ja, sowas. Hat mich dieser Herr Sedlmayr bei meiner Resi schlecht gemacht? Also ich hätte ihm viel zugetraut, aber das nicht. Jetzt sag ich einmal, rein, komm. Ja. Ich hab gestern ein bisschen zu viel Cognac getrunken, da hab ich vielleicht einen Fehler und Schmarrn dahergekriegt. Aber der Herr Hasenknopf, das ist gar kein... Schürzenjäger? Nein, das ist auch kein... Frauenverführer? Nein. Nee. Na, er ist ein ganz braver, anständiger Kerl. Ja. Ja, und er schaut auch keine andere an. Nee. Na, da ist er viel zu blöd dazu. Ich wollte sagen, er wird doch nicht so blöd sein und sein Glück mit Füßen treten, gell? Ja, bestimmt. Jetzt nimmt der Hitze dein Schau, Uli, Resi. gell? Dankeschön. Und jetzt geht's hinaus in den Garten. Jetzt war. Ja, Und jetzt hier geht's an Danke, die Herr Frische Sedlmayr. Kaffee, die Gottmutter. Ja. Die zwei junge Leute, ich darf mit der Alten zum Anwalt sausen. Erstens habe ich Kopfweh, ist ja nicht zu fassen. Dieser Cognac, ne? Onkel, fällt da was?
Na, ein bisschen Kopfweh habe ich nicht. Also, du, kann ich mit dir mal ein Wörtl reden? Ja, bitte red heute, was geht's? Glaubst du nicht, dass du eine große Dummheit gemacht hast? Du, die anderen haben eine Dummheit gemacht, nicht bloß. Aber warum willst du dich denn scheiden lassen? Ja, das kann ich dir nicht sagen, ne? Das ist Sag mir's heute. Meinst nicht, dass dein Entschluss ein bisschen zu schnell war? zu schnell, zu langsam war ich, der andere war schneller. Onkel, so kann ich doch die Tante wirklich nicht beleidigt haben. Und die hat mich und wie, die hat mir meine Ehre geraubt. Was? Sie hat die Klippe nicht umschifft, sie ist gestrandet. Jawohl, vor meinen Augen ist sie gestrandet, ne? Ach, das gibt's doch gar nicht. Ja, hat mir's doch selber gesagt, ne? Wer hat was gesagt? Ja, ich hätte ihm, mein Hotel hätte ich ihm gegeben. Mit seinen Kindern hätte ich gespielt. Dabei spielt er mit meiner Alten, ne? Moment einmal. Von wem sprichst du denn? Ja, vom Ende von diesem Schuftigen, ne? Vom Engel? Ja. Und der hat dir das selber eingestanden? Genau, in seinem Rausch hat er mir alles eingestanden. Also das ist ja wohl das Allerhöchste. Ja. Also ich kann das gar nicht glauben. Und du? Warum hast du nicht gleich die nächste Flaschen aufgehaut? Weil sie nicht leer war. Ne? Also ich kann es einfach nicht fassen. Das ist aber so, ne? Ich könnte diesen Kerl erwürgen. Ja, das machst du aber allein, ich habe jetzt keine Zeit. Wirkst für mich ein bisschen mit. Ne? Ich muss bei Kopfpulver besorgen, ich habe einen Säckel. Na, vielleicht kann er auch gar nichts dafür. Hä? Vielleicht hat sie ihn verführt. Bei mir hat sie es genauso gemacht. Ne? Ich kann es einfach nicht glauben. Von meinem Hans kann ich es nicht glauben. Und von der Frau Segelmeier erst recht nicht. Die zwei passen doch gar nicht zusammen. Du bist ja Masi. Hast du jetzt mit dem Onkel schon geredet, ha? Ja, ich habe mit ihm geredet. Sie falsche Schlange, Sie. Was? Ja, spiel mir da eine brave, eine hausbackene Frau vor und dabei suchen Sie sich schon einen etwas jüngeren Liebhaber. Ja, warum trifft mich denn nicht gleich der Schlag? Ja, das wäre noch eine Möglichkeit. Ich kann bloß nur sagen, voll Teufel, Sie alte Kanone, Sie. Und dass Sie's wissen, ich pack jetzt meinen Koffer und geh, mir reicht sich nicht aus. Ja, die spinnt doch. Der ist doch krank. Nein, ich bin krank. Ich bin krank. Nein, ich kann nicht mehr. Was haben Sie, Frau Sedelmeier? Haben Sie auch Kopfweh? Haben Sie gestern auch zu viel Cognac erwischt? Da. Höchstens narrische Schwammerl, ja. Herr Engel, ich bin krank. Ja, ich brauche einen Doktor. Ja, im Hirn. Verrückt, blem. Spirale Hirnlähmung. Ja, um Gottes Willen, Frau Sedelmeier, was ist denn mit Ihnen los? Sie sind ja reif fürs Sanatorium. Ich bin reif fürs Krematorium. Ist ihm was geschehen? Ja, was Furchtbares. Wenn ich nur grad wüsste, was. Bitte nicht so laut, Frau Sedelmeier. Wissen Sie was? Das ist bloß eine kleine Nervenkrise. Sie gehen jetzt ins Bett, ich hole einen Doktor und dann wird alles wieder gut. Ja, nimmer weinen, armes Weiberl. Weiberle, sagt er schon zu ihr, dieser Blaubart, dieser Bartlose. Und in Flagranti haben wir es jetzt ertappt. Was habt's denn? Ist was los? Was? Da fragt ihr. Schaut, jetzt geht's schon wieder an. Schnell, bringen Sie mich vor die Bahn. Ja, ist schon gut, Frau Sedelmeier. Wir gehen jetzt ins Bett. Da kann ich ja nur noch sagen, Pfui Teufel! Sag mal, warum schlagen Sie den nicht gleich nieder? Weil ich nicht weiß, ob er zurückhaut.
Sagt's einmal, sind wir da in einem Irrenhaus? Na, zumindest in einer Filiale davon. Also, jetzt täte ich aber ganz gerne um eine Aufklärung bitten. Du, ausgerechnet du, wo du doch den Betrug dem Herrn Sedelmeier selber eingestanden So hast. ist es. Was denn für ein Betrug? Die meinen wegen der Nichte. Ach, deshalb. Ja. Und wegen so einer Kleinigkeit regt ihr hier so auf. Kleinigkeit, wissen Sie nicht mehr, was Sie mir in Ihrem Rausch alles eingestanden haben? Ha? So ungefähr schon. Ja, ungefähr schon. Sie Marzipaniste. Ja, also, dass sich der Herr Sedelmeier aufregt, das kann ich zur Not begreifen. Okay. Aber dass du so böse bist, Mausi, das verstehe ich nicht. Du hast doch selber eingewilligt, dass du hier die Nichte spielst, weil die richtige Nichte von der Frau Sedelmeier wieder mal nicht gekommen ist. Was? Ja, jetzt reicht's. Von diesem Betrug ist überhaupt nicht die Rede, sondern von deinem ganz gemeinen Betrug. Ja, aber was für ein Betrug denn? Was? Haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie eine verheiratete Frau lieben? Ha? Ja, da steht sie doch. Ja, und dass Sie mit meiner Frau ein Geheimnis haben? Ja, da steht es doch. Ja, dann haben Sie nichts mit meiner Alten. Herr Sedelmeier, Ja, jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Aber mir geht allmählich ein Licht auf. Bei mir ist total ausgegangen. Dann handelt es sich also bei deinem Betrug wirklich nur um den Betrug mit der Nichte. Freilich. Mein Gott, na August, weil halt meine Nichte wieder nicht gekommen ist. Und wegen meiner blöden Verwandtschaft leg ich meinen August an. August, kannst du mir noch einmal verzeihen? Ich kenne mich immer noch nicht aus. Ja, dann Moment einmal. Dann ist das gar nicht deine Nichte. Dann ist das auch nicht meine Nichte. Dann ist es auch nicht unsere Nichte. Jetzt bin ich total vernichtet.